Hey, ist dir auch so langweilig? Geht so. Willst du an einem kleinen Gedankenexperiment mitmachen? Experiment? Wir haben eine globale Krise. Ich bin der Chef von deinen Ängsten. Ist dir nicht klar, dass ich Hochkonjunktur habe? Ich habe keine Zeit für Experiment. Okay. Arsch. Fragst du das Gesicht an denen? Was ist das? Hä? Okay. Hey du! Willst du an einem Gedankenexperiment mitmachen? Ja, ey. Ah, wirklich? Okay. Schau, das ist ein stinknormales Blatt Papier. Ihr könnt übrigens auch mitmachen. Das Blatt Papier ist 0,1 mm dick. Jetzt nehmen wir 42 von diesen Blättern Papier, stapeln sie aufeinander. Wie hoch, denkst du, ist der Stapel Papier maximal? So. Das kommt jemand her. Korrekt. Wie bist du vorgegangen? Ist mir jetzt einfach so. Ja, einfach so. Ist nicht so schwer gewesen. Okay, gut. Jetzt nehmen wir das gleiche Blatt Papier und falten es 42 Mal. Wie dick ist der Stapel Papier denn? Es ist ja immer doppelt so viel, also. So? Nein. Nee. So? Viel mehr als irgendwie. 400'000 Kilometer. Hä? 400'000 Kilometer ist etwa so weit wie von da bis zum Mond. Und genau das ist das Problem an der jetzigen Situation. Jetzt wird es mir klar, um was es geht. Was? Deinen Senf dazugeben. Muss das jetzt wirklich sein? Ja und? Ich sage ja nur das, was auf der Hand liegt. Das bringt es ja nicht. Du gehst unter in den Stimmen von Millionen Menschen. Vielleicht hast du wirklich recht das mal. Weil die Strassen von Zürich sehen ja schon so aus, oder? Wirklich? Eben. Ha! Falsch! So sehen sie nämlich nicht aus, sie sehen nämlich so aus! Wow. Okay, ist schon ein bisschen cool. Ja, siehst du. Genau deswegen bin ja ich verantwortlich für das Ganze da und nicht du. Also meine Lieben, ich glaube, der Ernst der Lage ist noch nicht bei ganz allen angekommen und das liegt grösstenteils an ihm. Wenn ich mich beim Bart so mache, dann kann ich meine Nasenlöcher putzen. So leid es mir tut, das jetzt zu sagen, aber auch du hast so einen in dir. Und das Beispiel vorne zeigt eigentlich relativ schön, wie so ein Reptilienhirn denkt. Das Reptilienhirn ist nämlich gar nicht so blöd, wie ich das jetzt darstelle. Es ist einfach relativ gut, simple Sachverhalte extrem schnell zu kapieren. Eben, ein Blatt Papier, 42 davon, jedes 0,1 mm dick. Es kann nicht viel dicker als ungefähr so sein und das geht so bei uns. Das Denken kommt aber ziemlich schnell an seine Grenzen, sobald es um unregelmäßiges Wachstum geht. Wie mit dem Falten von Blatt Papier. Praktisch ist es effektiv so, dass man das Blatt Papier nicht mehr als 8 Mal falten kann. Aber wenn man es 42 Mal falten könnte, dann wird das Blatt, das 0,1 mm dick war, plötzlich 400'000 Kilometer dick. Ich meine, was? Wir Menschen sind einfach allgemein abgrundtief schlecht, intuitiv so Zahlenabfolgen zu verstehen. Darum sollte man sich so Sachen eben lieber von ihm erklären lassen, anstatt von ihm. Ja, das mit dem unregelmäßigen Wachstum ist so eine Sache. Der Punkt ist, wenn wir zum Beispiel regelmäßiges Wachstum haben, dann ist es darum nicht schwierig, weil immer ein fixer Betrag dazukommt, oder? Jetzt aber beim unregelmäßigen Wachstum ist jeder Wachstumsschritt, da kommt die doppelte Menge dazu, die davor war, oder? Man kann nicht mal vom Anfang ausgehen, man muss immer den Arbeitsschritt davor anschauen und dann kann man das Wachstum vom nächsten berechnen. Und weil wir Menschen grundsätzlich ein bisschen dumm sind, probieren wir dann mit den Schablonen, die wir brauchen, um so Sachen wie regelmäßiges Wachstum zu berechnen, probieren wir das übertragen auf das unregelmäßige Wachstum. Dann kommen wir an unsere Grenzen von unserem Geist, oder? Das kann dazu führen, dass man dann ein bisschen ignorant ist gegenüber Tatsachen, die eigentlich relativ ernst sind. Nehmen wir für Robert, zusammen Kollegen. Das ist meine Familie, das ist mein Leben. Ma
questo susseguirsi così repentino di pazienti in pericolo di vita non siamo abituati nemmeno noi. È dura per tutti. Darum ist es umso wichtiger, bleiben wir alle daheim. Ich glaube, jeder hat die Graphen da hinten schon gesehen. Weil durchschnittlich ein Infizierter steckt 2,5 weitere Menschen an. Die Kurve, die macht so. Leider ist er viel langsamer, viel genauer und uncooler. Sodass wir einfach oftmals bei Sachen, wo wir nicht auf ihn hören sollten, auf ihn hören. Also zum Zusammenfassen, es kann natürlich nicht immer so aussehen, weil es gibt noch Leute, die arbeiten müssen, es gibt Leute, die sind immer noch auf die ÖV angewiesen, aber wir müssen näher da ankommen. Wer jetzt nicht daheim bleibt, der kann eigentlich gerade in ein Spital hineingehen und allen Ärzten und dem ganzen Pflegepersonal einfach mal einen Schwinte ins Gesicht geben. Je mehr Leute jetzt rausgehen, desto mehr arbeiten die armen Leute. Also bleibt den Fakt drin. Und lasst euch bitte nicht komplizierte Sachen von ihm da erklären. Weil wie sich herausstellt, ist er hartnäckiger, als man meint. Und da kommt noch dazu, er hat ein verdammtes Ego-Problem. Aha, okay. Also sie sollen mich einfach aufregen ab irgendetwas, was irgendeine Grippe ist. Suchst du noch einen Job? Das habe ich jetzt sofort in dem Moment kapiert. Das ist mir einfach so zugeworfen worden. Das kann doch nicht sein. Das ist eine Verschwörung. Das ist doch nicht möglich, dass wir doch da nicht so wie das geht mir nicht in den Grind rein. Warum soll ich drinnen bleiben, wenn irgendjemand draussen ist, der auch den Virus verbreiten kann? Das ist mir scheißegal. Das will ich nicht. Warum soll ich drinnen bleiben, wenn irgendjemand draussen ist, der auch den Virus verbreiten kann? Das ist mir scheißegal. Das will ich nicht. Das ist mir wurscht. Dann gehe ich halt mit meinen 15 Kollegen an den See und friss mein Scheissglas. Das ist mir doch scheißegal. Das ist meine Familie.